Das Stille, meine Damen und Herren, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit, den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Werfen wir doch zunächst einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, weiht das Kamgaltuk Dharmakara College ein. Europäische Buddhistische Union fordert die chinesische Regierung auf, sich nicht mehr in die Angelegenheiten des tibetischen Buddhismus einzumischen. Stellvertretende Sprecherin Dharma Tsering-Dekang trifft CEO von Zero Point, Rafael Rohozinski. Delegation der Indischen Vereinigung der Auslandskorrespondenten besucht das tibetische Exilparlament. Seine Heiligkeit gratuliert der Schweizerisch-Tibetischen Freundschaftsgesellschaft zu ihrem 40-jährigen Bestehen. Delegation der Rashtriya Swayamsevak Sangh besucht das tibetische Exilparlament. Präsident und Mitglieder von Japans Flame of Hope besuchen das Tibet-Büro in Taiwan. Erste nicht-sektiererische Konferenz tibetisch-buddhistischer Gelehrter in Nepal. Human Rights Desk und Tibet Museum schließen Vortragsreise und Ausstellung an indischen Universitäten in Westbengalen und Sikkim ab. Am Mittwoch dieser Woche weihte seine Heiligkeit der Dalai Lama das Kamgaltuk Dharmakara College of Buddhist Culture and Welfare Charitable Trust in Dashichong, Himachal Pradesh ein. Seine Heiligkeit hielt bei der Einweihungs- und Weihezeremonie eine kurze Unterweisung. Khamgyur Rinpoche, das Oberhaupt des Klosters, brachte seiner Heiligkeit ein Mandala dar und sprach über den Hintergrund des Klosters Kamabakar, das um 1. Khamgyur Rinpoche gegründet wurde und Zweigstellen in Derge und anderen Teilen von Kham in Tibet hat. Rinpoche sagte, dass der große 5. Dalai Lama und die nachfolgenden Dalai Lamas enge spirituelle Verbindungen zu den Vorgängern Khamgyur Rinpoches hatten. Zu den Gastrednern der Zeremonie gehörten Kishori Lal, das örtliche Mitglied der gesetzgebenden Versammlung, Sigyong Bemba Tsering, der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung CTA und der Sprecher Khenpo Sonam Tepe des 17. tibetischen Exilparlaments. Seine Heiligkeit sagte in seiner Ansprache, dass die tibetisch-buddhistische Tradition, die von den kommunistischen chinesischen Kräften in Tibet eingeschränkt wurde, aufgrund des starken Glaubens des tibetischen Volkes blüht. In einer auf ihrer Jahreshauptversammlung am 24. September einstimmig angenommenen Erklärung forderte die Europäische Buddhistische Union die chinesische Regierung auf, sich nicht in die Angelegenheiten des tibetischen Buddhismus einzumischen, insbesondere nicht in die Anerkennung der Reinkarnation hoher Lamas, einschließlich seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Dies geschieht vor dem Hintergrund der kürzlich von der chinesischen Regierung erlassenen Verwaltungsmaßnahmen für religiöse Aktivitätsorte, auch bekannt als Verordnung Nr. 19, die am 1. September 2023 in Kraft tritt und die anhaltende religiöse Unterdrückung in Tibet und anderswo in China weiter verschärfen wird. Darüber hinaus forderten sie die chinesische Regierung auf, den Dialog mit den Vertretern seiner Heiligkeit des Dalai Lama wieder aufzunehmen, um den sino-tibetischen Konflikt zu lösen. Die Repräsentantin Xinjiang begrüßte die zeitgemäße Initiative und sprach der EBU ihre Anerkennung dafür aus, dass sie den Standpunkt seiner Heiligkeit in dieser Angelegenheit unterstützt. Die EBU ist ein internationaler Dachverband von buddhistischen Organisationen und nationalen buddhistischen Vereinigungen in Europa. Am Dienstag dieser Woche besuchte Rafael Rohozinski, der Geschäftsführer von Zero Point, einem Unternehmen für Cybersicherheitsanalysen, das tibetische Exilparlament und traf sich mit der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Dharma Tsering-Dekang zu einem Gespräch über digitale Sicherheit. Die stellvertretende Parlamentspräsidentin diskutierte über die Stärkung des tibetischen Computer-Ressourcenzentrums, um die CTA und das tibetische Volk beim digitalen Wandel mit dem Fachwissen von Zero Point zu unterstützen und über die Förderung eines konstruktiven Engagements der tibetischen Diaspora. Der Geschäftsführer von Zero Point informierte die stellvertretende Sprecherin über das Projekt zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der digitalen Sicherheit für die CTA, um die tibetische Kultur, Sprache und Identität zu schützen und die Dynamik des Themas aufrechtzuerhalten. Am Dienstag dieser Woche besuchte eine Delegation von Journalisten des Indischen Verbands der Auslandskorrespondenten das tibetische Exilparlament. Bei einem Treffen mit dem hochrangigen Journalisten sprach die stellvertretende Sprecherin Dharma Tsering-Dekang über die derzeitige alarmierende Situation in Tibet, die Bedeutung der tibetischen Hochebene für die weltweite Umwelt und zahlreiche andere Tibet betreffende Themen.
Die stellvertretende Sprecherin sprach über die Notwendigkeit einer stärkeren Berichterstattung über Tibet in den Medien und betonte, dass die Welt den gewaltfreien Ansatz Tibets anerkennen muss, das unter der Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama eine echte Autonomie anstrebt. Die Delegation bestand aus Suhasini Haidar, diplomatischer Redakteurin, The Hindu, Nayanima Basu, Redakteurin und Nachrichtenredakteurin von ABP Live und Sachin Pudaulia, Sonderkorrespondent von UNI Univata. Das Hauptziel ihres Besuchs ist es, der Delegation ein umfassendes Verständnis verschiedener Aspekte der tibetischen Frage, der tibetischen Zentralverwaltung, ihrer Aktivitäten und der aktuellen Situation in Tibet zu vermitteln. Das Besuchsprogramm wurde unter der Koordination des India Tibet Coordination Office ITCO organisiert und die Delegierten wurden vom ITCO-Koordinator Thubten Rinzin und dem Mitarbeiter Chönin Tsering begleitet. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat den Vorstandsmitgliedern der Schweizerisch-Tibetischen Freundschaftsgesellschaft Glückwünsche zu ihrem 40-jährigen Bestehen übermittelt, das am 23. September in Zürich gefeiert wurde. Dengsi Chösang vom tibetischen Büro überreichte die schriftliche Botschaft seiner Heiligkeit des Dalai Lama an den Präsidenten des Vereins Thomas Buchli während der Zeremonie. In der schriftlichen Botschaft lobte seine Heiligkeit die Schweiz dafür, dass sie seit den 1960er Jahren eines der größten Gastländer für die tibetischen Gemeinschaften neben dem indischen Subkontinent ist. Seine Heiligkeit dankte dem Volk und der Regierung der Schweiz für ihre Freundlichkeit gegenüber dem tibetischen Volk. An der Zeremonie nahmen der Abt des Tibet-Instituts Rikon, Thubten Legmin, Dengsi Chösang vom Tibet-Büro Genf, die Schweizer Parlamentarier Fabian Molina und Priska Birau-Heimo sowie Mario Fehr, Vorstehender des Sicherheitsdepartements des Kantons Zürich, Vizepräsident des TCSL und weitere Gäste und Mitglieder des Vereins teil. Der Verein Schweizerisch-Tibetische Freundschaft wurde 1983 gegründet, um sich mit dem tibetischen Volk zu solidarisieren und die gerechte Sache von Tibet zu unterstützen. Der Verein ist eine der ältesten Tibet-Unterstützungsgruppen. Eine Delegation der Rashtriya Swayamsevak Sangh aus der Nordzone besuchte das tibetische Exilparlament und traf am 23. September mit dem stellvertretenden Parlamentspräsidenten Döma Tshering Dekang zusammen. Die RSS-Delegation erhielt eine Führung durch den Parlamentssaal und wurde über die Entwicklung der tibetischen Demokratie im Exil, die Zusammensetzung und Funktionsweise des tibetischen Exilparlaments sowie über das Ziel der CTA, den sino-tibetischen Konflikt zu lösen, informiert. Die stellvertretende Sprecherin dankte Indien und seinem Volk für die langjährige Unterstützung der gerechten Sache Tibets und appellierte an die Delegierten, die Botschaft Tibets in ihre jeweiligen Regionen in Indien weiterzutragen. Eine Delegation der japanischen Organisation Flame of Hope unter Leitung ihrer Präsidentin Ryoko Endo besuchte am vergangenen Freitag das Tibet-Büro in Taiwan. Nach Angaben von Ryoko Endo ist der Zweck des Besuchs, die bevorstehende Kampagne in Taiwan zu besprechen. Der Repräsentant Gesant Jetsin-Bauer und die Mitarbeiter des Büros empfingen die Delegation und machten sie mit den Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Büros vertraut. Neben den Mitarbeitern des Büros nahmen auch der Präsident und der Vizepräsident des taiwanesischen Tibet-Verbandes an der Begrüßung der Besucherdelegation teil. Am 21. September begrüßte das Büro den Besuch der tibetischen Künstler Basang Hamo und Dechung, beides ehemalige Absolventen des Tibetischen Instituts für Darstellende Kunst, die zu einer Kulturveranstaltung in Taiwan weilten. Das Büro für Tibet in Nepal und das Himalayan Buddhist Library and Culture Center organisierten am 22. September im Hyolmo-Kloster in Tinchuli in der Nähe der Bhutannath Stupa die erste nicht-sektiererische Konferenz für tibetisch-buddhistische Gelehrte in Nepal. Diese Konferenz basiert auf der Anleitung seiner Heiligkeit des Dalai Lama während der 11. religiösen Konferenz im Jahr 2011. Die Konferenz zielt darauf ab, die tibetisch-buddhistischen Traditionen in Nepal vorzustellen, interreligiöse Harmonie zu verbreiten und die Erhaltung der Tradition durch Theorie und Praxis sowie die Entstehung ihrer besonderen Merkmale zu diskutieren. Damang Tulku Lobsang Namgyel Rinpoche führte als Hauptgast den Vorsitz. Zu den weiteren Gästen gehörten die Äbte der verschiedenen Traditionen, die stellvertretenden Vorsitzenden der nepalesischen buddhistischen Vereinigungen, die Präsidenten und Vorstandsmitglieder der einzelnen Traditionen, die tibetischen Siedlungsbeauftragten von Kathmandu, Pokhara und Chawara sowie Vertreter der Regierungsorganisationen und der lokalen Behörden, sodass insgesamt rund 350 Personen teilnahmen. Das UN-, EU- und Menschenrechtsreferat der Abteilung für Information und internationale Beziehungen DIR der zentralen tibetischen Verwaltung hat zusammen mit dem Tibet-Museum eine zweiwöchige Vortragsreise durch 4 Institute und eine Schule in den Städten Westbengals, darunter Kolkata, Siliguri, Darjeeling und Kangdo in Sikkim, abgeschlossen.
Während der Vortragsreise diskutierten die Mitarbeiter des DILR über die aktuelle Menschenrechtssituation in Tibet und darüber, warum eine Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts für Indien und den Rest der Welt wichtig ist. Darüber hinaus forderten die beiden Referenten indische Studenten auf, in ihren Schriften und Artikeln ihre Stimme gegen Chinas Menschenrechtsverletzungen in Tibet zu erheben und sie in Zeitschriften zu veröffentlichen, damit Tibet weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Mitarbeiter des Tibet-Museums präsentierten eine Ausstellung über die langjährige Beziehung zwischen Indien und Tibet und die starken Bindungen, die zwischen den beiden Nationen in der Vergangenheit und bis heute bestehen. Die DILR-Vortragsreise stieß auf ein durchweg positives Echo bei rund 450 Studenten und Dozenten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.